Ich habe mich bei dieser Tour etwas länger aufgehalten, weil ich darüber niemals etwas publiziert habe und man somit über die Route der Erstersteiger keine Klarheit hatte. Auch war ich Josche und Eutzinger diese Erinnerungen schuldig. Um 4 Uhr nachmittags verließen wir dann die Spitze, rasteten von 7 bis 8 Uhr abends in Nevea und kamen noch rechtzeitig nach Reibel und Tarvis, um am Montagvormittag wieder ruhig bei unserer Berufsarbeit zu sitzen. Wir hatten die ganze Tour von Wolfsbach nach Reibel in 18 Marschstunden, von Triest und zurück in 2 Nächten und einem Tag gemacht. Es war einer meiner stolzesten Erfolge in den Bergen. Dass man mir später den Schmerz angetan hat, den Weg zu versichern, habe ich schon erzählt. Die Sektion Villach hat es trotz des Protestes einsichtiger getan. Es ist eine überaus kühne Steiganlage geworden. Dem echten Bergsteiger, der dort durchkommt, soll sie von verschwundener alter Felsenherrlichkeit erzählen. Über das Wesen des Bergsteigens habe ich in meinem Leben nicht viel nachgedacht. Abhandlungen über Berechtigung des Bergsportes, über Gehen mit Führern und führerloses Gehen, philosophische Betrachtungen über den Alpinismus und dergleichen haben mich nie recht interessiert. Die Leistung, die Art, wie der arme, sterbliche Mensch es macht, um zu den Bergen zu gelangen, den unendlich Reichen, den Unsterblichen, den Ewigen, erschien mir immer mehr nebensächlich. Fragt man mich, wie der Bergsteiger sein soll, so möchte ich sagen, er müsse wahrhaft sein, vornehm und bescheiden. Das Wort Bergsport hat mir immer etwas wehgetan. Es deutet mir zu sehr auf Oberflächlichkeit. Man suche nicht das Klettergerüst des Berges, man suche seine Seele. Mein Bergsteigen wurzelt in der Liebe zur Natur. Als der Zug zu den Höhen in mir immer unwiderstehlicher wurde, frug mein Vater oft, woher der Bub das wohl habe. Der Anfang war von ihm. Er hat zuerst dem aufhorchenden Knaben von der Zauberschönheit der Berge erzählt. Dort oben sei die Luft so scharf und rein und die Sonne so hell, der Rasen sei kurz und dicht, die Blumen seien groß und von leuchtenderen Farben, und überall atme der Boden würzigen Duft. Es waren oft nur wenige Worte. Von der Pracht des Sonnenaufgangs, von den Herden auf den Almen, vom Leben der Hirten, von Gemsen, Wildschützen und abenteuerlichen Begegnungen mit Bären, dann wieder von der Einsamkeit und Stille auf den Bergen und von der weiten Schau ins Land. Das war die erste Saat. Sie blühte in meinem Herzen auf, euch entgegen, o ihr schönen Berge. Ich erinnere mich ganz genau des Augenblicks, da ich zuerst den Namen Julische Alpen hörte. Ich frug meinen Instruktor, was das für Berge seien, die man an klaren Tagen über dem Meere aufsteigen sah. Er nannte die venezianischen und die Julischen Alpen. Meine Sehnsucht bekam damit eine bestimmte Richtung. Die Julischen. Schon im Namen lag für mich ein Versprechen und eine Verheißung, ich weiß nicht warum. Wenn sie mir auf den Höhen des Karstes erschienen, im farbigen Abglanz des nahen Meeres, vom Licht der südlichen Sonne überflutet, so feierlich ruhig, so unerreichbar weit, umfasste ich sie mit aller Kraft und mit allen Träumen meiner jungen Seele. Und wie es damals war, so ist es bis heute geblieben. Kein Zwang des Augenblicks, kein Wandel der Zeiten, keine Not des Lebens kann solche Eindrücke je verwischen. So viel ich an Bergen gesehen habe, nichts kommt in meinem Herzen den Julischen gleich. Die Träume der Jugendzeit haben dort die Heimat meiner Seele geschaffen.
Ist der Triglau der höchste und sagenreichste Berg in den Julischen Alpen, der Suhiplas der wildeste, der Jalutz der kühnste, der Mangard der malerischste, der Rassoer der vornehmste, der Wischberg der strahlendste, der Kanin der farbigste und fremdartigste, so ist der Montage der größte und gewaltigste. Von wo man ihn auch anschauen mag, man wird keine Stelle finden, die es mit irgendeiner Gruppierung vermochte, ihn ins Mittelmäßige oder Unscheinbare zurückzudrängen oder in Gestalt und kraftvoller Wirkung herabzudrücken, wie dies bei anderen Bergen oft der Fall ist. Sein riesiger Grat schwebt immer in sieghafter Höhe, und wo er erscheint, da blickt man in keine Karte. Er ist es. Kein Zweifel ist möglich. Es ist der Montage. Von Norden gesehen, aus der Seisserer, erhebt sich der Montage in fürchterlichen Wänden. Es ist ein Bild von ergreifender Gewalt, das man sehen muss und mit einer Schilderung nicht darstellen kann. Wie oft bin ich auf der schönen Waldwiese vor der Seisserer Hütte rastend und träumend gelegen und habe zu ihm emporgeblickt. Und welch ein Schauspiel, wenn der Südwest mit schwarzen Segeln über seine Grate herüberfegte und den gewaltigen Berg in einen finsteren Wolkenthron verwandelte. Am schönsten habe ich ihn gesehen, wenn ich in der Seisserer schlief und des Morgens zu seinen Füßen erwachte. Da lag über diesen Wänden, in denen die Morgenlichter spielten, eine traumhafte Größe und Herrlichkeit. Der Nordturm schließt hier knapp an den Jof, so dass man die rote Scharte dazwischen nur ahnt und nicht so schön sieht wie von Donja aus. Man sieht überhaupt keine ausgeprägten Gipfelformen. Man sieht eine Wunderwelt von Wänden, darüber in einer Höhe, dass man den Kopf in den Nacken zurücklegen muss, einen ungefügen Elefantenrücken. Trotzdem wirkt das Bild nicht allzu schwer. Es ist für Gliederung und Leben gesorgt. Zur Rechten senkt sich jenseits der Nordwestschulter ein vieltürmiger Grat herab. Er gleicht dem Kamm eines riesigen Drachen und gibt dem Montage gegen die Dolomiten und die Tauern hin die fantastische Drachengestalt, die schon vielfach hervorgehoben worden ist. Ich habe ihn darum den Drachengrat getauft. Bevor ich Oetzinger kennenlernte, hatte ich mit Andreas bereits den Spranje und den Nordwestschulteranstieg auf diesen gewaltigen ausfindig gemacht. Doch war ich von keiner dieser beiden Routen wirklich befriedigt, weil mir mit ihnen das Problem eines direkten Nordanstieges, also damals eines durchaus kärntnerischen Weges, nur unvollkommen gelöst schien. Ich wusste, dass ich einen solchen finden müsse und schließlich auch finden werde. Es waren Jahre unruhigen Schauens, Prüfens und Suchens, die mich immer in einer gewissen Spannung hielten. Ohne Unterlass dachte ich an diese große und schwierige Aufgabe. Oetzinger verstand mich vollkommen. Er hat sich dazu mit begeisterter Hingabe und mit dem Einsatz seines ganzen Könnens an meine Seite gestellt. Immer häufiger begannen unsere Lagerfeuer am Nordfuße des Montage aufzuleuchten. Unser Versuch vom östlichen Montasio-Kar her, in der Richtung des kreisrunden Felsenkessels in der Nordwand, war von allzu schwierigen Felsen abgeschlagen worden. Unser Angriff aus den unteren Kaminreihen des Nordwestschulterweges gegen den Mittelgrat hin, im Steinschlagfeuer der großen Scharlachschlucht unterhalb der Roten Scharte, sehr bald zusammengebrochen. Blieb nur der Mittelgrat selbst übrig. Diesen Sonntag des 24. August 1902 wollte ich dem neuen Plan widmen. Wir waren am Abend vorher von Triest abgereist, hatten eine Stunde in der Seisserer Hütte geruht und waren um 4 Uhr früh wieder aufgebrochen. Als ich im Karnischen Graben emporstieg, beobachtete ich nochmals genau, und da sah ich nun klar, welchen gewaltigen Vorteil wir haben würden, gelänge es, den ganzen Umweg zu vermeiden und vom Schneedreieck am westlichen Fuß des Mittelgrates in gerader Linie emporzusteigen. Das fragliche Stück schien so kurz, der Schnee trug keinerlei Spuren von Steinschlägen.
Das steile Schneedreieck war hart gefroren. Es hat viele Kennzeichen eines kleinen Gletschers und oft, namentlich im Spätsommer, habe ich es in einem Zustande gesehen, dass ich mir dachte, dies wäre ein richtiger dritter Gletscher in den Julischen Alpen, wären ihm bessere Möglichkeiten zu seiner Entwicklung geboten. Knapp unterhalb der Stelle, wo die große Nordrinne in den Scheitel des Dreiecks mündet, gebot ein gewaltiger Bergschrund Halt, dessen obere Lippe, es war eine ganze Eismauer, uns hoch überwölbte. Doch konnten wir mit einiger Vorsicht in den Schrund hinabsteigen und in die linksseitige Plattenwand übertreten. Es war 7 Uhr morgens. Ja, das ist gut, Doktor. So, gut. Die folgenden 20 Meter Plattenkletterei waren äußerst schwierig. Dann lehnen sich die Felsen des Mittelgrates etwas zurück. Es zeigen sich kleine Schuttplätzchen und, dem Montaschkörper zu, dünne Bändchen und Gesimse, auf denen wir, dem innersten Winkel zuzustreben, begannen. Wir hielten uns tunlichst immer höher und stiegen schließlich über ganz brüchiges, rotes Terrain sehr steil, aber ohne übermäßige Schwierigkeiten zu der Stelle auf, wo der schmale, schon ausgesprochene Mittelgrat aus der breiten Bastion entspringt. Der erste, der Abkürzungsteil, war damit überwunden. So konnten wir nun endlich an der Bastion emporklimmen, die so lange das Ziel meiner Wünsche gewesen war. Wir überwanden der Reihe nach einige kleinere Stufen und einen sehr schwierigen, hohen Absatz, der unsere volle Kraft in Anspruch nahm. Es war eine jener Klettereien, bei denen man nichts leicht nennen kann, weil die großartige Exposition jedem Einzelnen ein sehr hohes Maß von Verantwortlichkeit zuweist.
Doktor. Ja, ja. Dann nahm uns eine seichte, steile Rinne auf, die uns in einer Schleife nach rechts, dann stärker nach links, auf schmale Bänder und auf eine kleinere Schuttterrasse brachte, über welcher sich die Wand so hoch und steil aufrichtet, dass wir uns sofort bewusst wurden, an einer sehr ernsten und vielleicht entscheidenden Stelle angelangt zu sein. In diesem Augenblick zitterten verlorene, leise Glockentöne zu uns herüber. Der Luschari-Berg leuchtete zu Mittag. Wir hatten im heißen Ringen alle Zeit vergessen. War das ein Bild, als unsere Leute die Hüte abnahmen und einige Augenblicke gegen Luschari geneigt, fromm und still verharrten? Gottes Friede schwebte in ergreifender Feierlichkeit durch die Wände und alles lauschte in Andacht und Demut. Wir standen an der berüchtigten Stelle, die später Passo Oetzinger benannt worden ist. Einen leichteren Weg gab es nicht, und Oetzinger nahm die Stelle in Angriff. Er tat es zu eilig und mit dem Rucksack, trotz meiner Aufforderung abzulegen. Als er sich im Riss so hoch emporgearbeitet hatte, dass zum oberen Gesimse vielleicht noch 1,5 Meter fehlten, rief er herab, er könne nicht weiter, der Rucksack hindere ihn. Ich rief zu ihm, er möge abklettern. Doch hing er zu unsicher und wieder hinderte ihn der Rucksack an der dazu notwendigen kleinen Wendung. Er fürchte zu fallen. Da rief ich rasch hinauf, er möge den Rucksack abwerfen. Auch das konnte er nicht. Doch geh mit, kam es herab. Und schon klang ein Ton der Verzweiflung durch. Wir sahen die furchtbare Gefahr. Da hing er zwischen Himmel und Erde und konnte nicht vor noch zurück. Von unten war nicht zu helfen. Josche musste um jeden Preis über Oetzinger gelangen. Schon sprang er behend wie eine Katze und mit einem Blick wilder Entschlossenheit an die Kante der Bastion und war hinter ihr verschwunden. Es dauerte lange, endlos lange. Würde man mich fragen, so müsste ich sagen, mindestens 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Oetzinger hielt sich tapfer. Ich sprach ihm mit wenigen ruhigen Worten zu, wenn ein beklommender Ausruf der Ungeduld oder der Hoffnungslosigkeit herunterdrang. Von Josche noch immer nichts zu sehen, noch zu hören. Da, ein Steinchen. Josche war lautlos ober uns erschienen. Wie ein Adler, mit ausgebreiteten Schwingen stieg er nieder. Er hatte ein fabelhaftes Meisterstück vollführt. Nie wieder werden jene Stellen durchklettert werden. Rasch band er seinen Leibriemen an den ausgezogenen Rock und ließ ein Ende zu Oetzinger hinab. Dem gelang es mit letzter Kraft, den Riemen notdürftig an das Seil zu knüpfen. Josche zog es empor und bald darauf lag Oetzinger erschöpft auf dem oberen Gesimse. Dann wurde das Seil herabgeworfen. Ich ließ Bolafio darauf Rucksäcke und Pickel folgen. Als letzter ging ich. Oben empfing mich Josche mit der Mitteilung, die Schwierigkeiten seien zu Ende. Es war tatsächlich so. Wir verfolgten das obere Gesimse nach rechts und standen nach wenigen Schritten in bebänderten, aufgelösten Schrofen. Ein Seitenpfeiler der Bastion kommt hier senkrecht über der Hauptschlucht herauf und beginnt sich gerade an dieser Stelle etwas zurückzulehnen.
Wohl blieb es noch sehr steil und es kamen noch großartige Stellen, aber wir konnten, wo es die Rücksicht auf die Steingefahr gestattete, schon gleichzeitig klettern. Immer stärker legt sich der Hang zurück. Bänder, Schuttflecke, schon ganz nahe über uns im Blau des Himmels, der Ostgrat. Dann ein Wettlauf zur Spitze. Kurz nach 3 Uhr nachmittags war sie erreicht. Der direkte Nordweg war gelungen. Und diesmal und endlich war ich zufrieden. Der direkte Nordweg war unser. Er ist bis auf den heutigen Tag der Ideale geblieben und wird es gewiss auch weiterhin sein. Soweit Eutzinger an der Erschließungsgeschichte der Julischen Alpen teilgenommen hat, ist dies ohne Zweifel seine größte Tat gewesen. So wollen wir jetzt niedersteigen von den Julischen Alpen im Abendsonnenschein. Es ist ein weiter Weg gewesen. Ein ganzes Menschenleben lang sind wir gewandert. Ich grüße Ihre großen, in Wolken gehüllten Gipfel und den stillen Frieden Ihrer Täler. Mein Herz ist voll Dankbarkeit, aber in meinen Augen leuchtet der Stolz. Ich weiß, wer ich hier bin. Ich weiß, dass ich in diesen Bergen und in diesen Tälern so bald nicht sterben werde. Da und dort wird sich mein Andenken überliefern, von denen, die mich kannten, auf Kinder und Kindeskinder, und ist persönliche und überkommene Erinnerung einstens ganz verblasst, so wird mein Name noch wie eine Sage durch diese Wände gehen. Und wird man dereinst große Bergschau halten, so will ich auf meinem Platz erscheinen und euch, ihr leuchtenden Scharen der Julier, vorführen als euer bannertragender Sankt Michael. Dir aber, königlicher Montage, will ich noch einmal danken, ehe ich zum Abschied dich grüße. Was du mir warst und bist, wird wohl nie jemand ganz erfassen und wissen. Du kennst mich und die zielbewusste Arbeit, die ich an dir geleistet habe. Gespielt habe ich wahrlich nicht mit dir. Du bist nicht der Berg, mit dem es sich spielen lässt. In meinen Schilderungen habe ich dir so wenig Schmuck mitgegeben. Ich habe nur schlicht von dir erzählt, ohne dir Blumen zu streuen. Aber du bedarfst dessen nicht. Du bist so groß. Hoch über allen Hymnen, die ein Irdischer dir singen kann, leuchtet die Aureole deiner Kraft und Herrlichkeit. Werde ich noch einmal auf deinem Scheitel stehen? Bin ich nicht mehr, so gewähre meinen Namen einen bescheidenen Platz an der stolzen Nordfront deiner Wände. Und mein Herz, das halte hoch in deinen herrlichen Klippen.